Jetzt geh raus, hopp. Das ist für mich so fast der tägliche Ausflug. Sommer wie Winter. Ist egal, wie das Wetter ist. Da herum wiederholt sich nichts, da ist immer anders und das ist genau das, was mich fasziniert. Ja, Andi, habe ich dir gut. Morgen? Morgen, servus. Grüß dich gut? Ja, eh klar. Drehen wir wieder unsere Runden, wir zwei. Jawohl. Jetzt geht's, Jack. Für dich! Patrick Koller könnte man fast als den Hausmeister des großen Arber bezeichnen. Zusammen mit seinem Hund Jack geht der Friseur aus Rinchnach im Bayerischen Wald ein paar Mal pro Woche auf den Berg, der ihm seit frühester Kindheit bestens vertraut ist. Ich habe eigentlich Skifahren schon gelernt herum. Da war ich 3 Jahre, da bin ich das erste Mal über den Arber schon runtergefahren und da habe ich wahrscheinlich da schon eine Liebe entwickelt dafür. Ich bin oft beim alpinen Skifahren herum gewesen und dann vor 3 Jahren habe ich mir Turnsski zugelegt. Dann bin ich viel mit Turnsski unterwegs gewesen, auch im Sommer dann ganz viel. Und im März ist dann Corona gekommen. Und dann bin ich halt da richtig oft aufgegangen. Dann bin ich 2020 war ich dann 113 Mal am Arber. Corona hat Patrick dazu motiviert, die Berge vor der eigenen Haustür zu entdecken. Ich habe nicht arbeiten können, eben durch Corona. Und dann habe ich immer gesagt, dass sich viele Urlauber bei uns viel besser auskennen wie die Einheimischen. Und dann habe ich mir wirklich einmal so Sachen zurechtgelegt und Wanderungen, wo ich dann gesagt habe, jetzt erkunde ich mal den Bayerischen Wald, meine Heimat, weil da kehre ich hin, da werde ich auch immer bleiben. Und dann bin ich halt ganz viel Touren gegangen. Das Ziel war meistens Arber. Das ist mein Kraftberg einfach. Aber Kraftberg hin oder her, wird das nicht irgendwann langweilig, immer auf den gleichen Berg zu gehen? Für Patrick nicht. Der Arber zeigt sich immer von einer anderen Seite. Heute sagt man es wieder, mir gefällt das, mystisch. Das ist einfach, ich nenne es aber liebevoll die Arberhex, weil es immer anders ist da herum. Und ja, mich fasziniert das immer, weil da herum wiederholt sich nichts. Also da herum ist immer anders. Und wenn man täglich raufgeht, 365 Tage im Jahr, es ist immer anders da herum, immer anders. Von seinen Touren macht Patrick eine Menge Fotos, die eindrucksvoll beweisen, dass er wirklich recht hat. Jedes Mal sieht es hier anders aus. Und Patrick genießt jedes Erlebnis und jede Tour auf den Arber. Und besondere Ereignisse, so wie die 100. Besteigung letztes Jahr, werden auch ganz besonders gefeiert. In diesem Jahr laufen die Skilifte am Arber nicht. Trotzdem herrscht oft ein reger Betrieb an Tourengehern und Ausflüglern. Heute, unter der Woche und bei so grimmigem Wetter allerdings, sind nicht viele unterwegs. Patrick achtet trotzdem darauf, auf den ausgewiesenen Routen zu bleiben und nicht durch das Schutzgebiet für Auerwild zu laufen. Und ganz allein ist er fast nie am Arber. Ich lerne da ganz viele Leute kennen herum, da wo ich auch viel ins Herz geschlossen habe mittlerweile. Die schreien schon von der Weiten, wenn sie mich sehen, mich und den Hund. Patrick, bist auch wieder da. Und irgendjemand ist immer da. Also ich gehe ganz viel allein und eben ganz gern Arber, weil da immer bekannte Gesichter herum sind. Da geht ein bisschen Ratsch und das ist einfach schön. Einer, den Patrick ziemlich häufig trifft, ist Martin Pfeffer, ein begeisterter und ziemlich hartgesottener Trailrunner, der auf den Gipfeln, die er besteigt, häufig eine Ananas deponiert, um damit denen eine Freude zu machen, die nach ihm hinaufkommen. Ganz klar, Patrick ist nicht der einzige Mensch im Bayerischen Wald, der zu seinen Bergen ein ganz spezielles Verhältnis pflegt. Erst recht, seit es Corona gibt. Ich bin schon immer gern draußen gewesen in der Natur. Mir hat halt Zeit auch gefehlt. Dann ist halt der erste Lockdown gekommen. Dann durch das bin ich viel unterwegs gewesen, richtig viel, weil ich täglich Zeit gehabt habe.
Und dann ist ja wieder eine Lockerung gekommen und dann habe ich das beibehalten. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen Sucht dabei, aber ich habe einfach vor der Arbeit oder nach der Arbeit irgendeinen Berg gebraucht. Und jetzt ist ja wieder leider so weit gekommen, dass wieder alles zu ist und wieder ein Lockdown gekommen ist. Naja, jetzt habe ich wieder viel Zeit und jetzt rücke ich halt wieder aus. Way down how we build our breakfast down and say my love,